Also die Mission war jetzt relativ schwach. Na gut, es sei ihnen verziehen. Sag einmal, wo muss ich denn da rein? What do you think of the unreliable Parvati? There's always something to fix, and it's neat working in the Aether. I always took Atmo for granted. Now, if I drill through the hull, we all suffocate. Exciting, you know? I'm not sure I wanted to know that. Being in space sets me on edge enough. You know about stellar emissions? Actually, I probably shouldn't tell you about those. I mean, not unless you want to know how we're all likely to get spacers lung. Right. Okay. When we get back to the ship, I'm drinking this conversation right out of my recollection. Could I get another advance, Mr. Nandi? Just make sure it's properly logged. I'll note it next to the others, sir. Also mittlerweile kommen mir die Charaktere ein bisschen durcheinander. Entschuldigung, was ich jetzt so sagen muss. Well, new business turns up at last. Celia, didn't I tell you our new statistics-based advertising model would be a hit? That you did, sir. How can yield improvements of 26.7% not quicken the pulse? How can 32% cost savings not moisten the loins? You've often posed these very questions. Clear my schedule. This newcomer has a meeting with me. Das ist sehr großzügig von dir. Nein, du hast ein Meeting mit mir. Did you hear that power play, Celia? They don't make them like this anymore in Halcyon. I only hope you don't judge me by my handshake. Now, what business brings you here? Ich suche eigentlich nur nach dem Informationshändler. Bitte, ich habe mich selbst geschickt. Ich gehe dorthin, wo es mir beliebt. Out at Devil's Peak? If you're headed that far, I see you've brought the right woman for the job. Damn right. But if you're here for him, I suppose that means you aren't here for Saltuna. Es könnte immer noch beides sein. Ich fürchte nicht. Wenn ich noch ein einziges weiteres als Essen getarntes Forschungsprojekt in dieser Spread-verfickten Kolonie essen muss, ersteche ich wen. Now, there's no need to humor me. I'm used to this particular letdown. Seems like you're having a rough time, Mr. Sanjar. Are you doing quite all right? Oh, don't worry on my account. This is merely the latest in a long line of professional erotic and athletic disappointments. I had hoped that livening up our advertisements with enticing figures would draw the other corporations back to our bosom, but it seems we're back to the drawing board. Was genau erhoffst du zu erreichen? Wenn du nicht mehr an die anderen Konzerne gebunden bist, willst du sie zurückholen. Das hört sich nach einer Privatsache an. Ich habe was anderes zu tun. Was genau erhoffst du zu erreichen? Thanks to the so-called hazard clause, Monarch has been cut off from the board's resources and protection for 10 years now. So-called is right. We've got our hazards, but we're still here, damn it. The board took off without so much as a thought for the folks left behind. I don't... Dang it, Captain, that's not right. Folks on Monarch shouldn't have to suffer just because the board says so. Now, we've kept ourselves in business by trading with individual corporations, but given the off-the-books nature of those transactions, such arrangements are precarious. Und du hast einfach genug vom Schnorren und Zusammenkratzen, ja? Yes, freedom is a tempting ideal, but a rather costly paramour. Ja, Freiheit ist eine verführerische Idee, aber eine ziemlich kostspielige Geliebte.
Ein gutes Argument. Was willst du dagegen unternehmen? Das ist die Antwort eines I Feiglings. have people to look after. I need to be practical. That's why Mr. Nandi here has a rather ingenious plan to get MSI restored to the board. On our terms, mind you. But will that help the people here, Mr. Sanjar? Keep them fed and safe? That's precisely what I'm trying to do. And if our advertising scheme hasn't borne fruit, then perhaps it's time we took matters into our own hands. Die Lady weiß, wie der Hase läuft. Genug Vorgeplänkel. Wie sieht der Plan aus? It's a two-pronged approach. The first part involves seeing Stellar Bay properly defended. Ihr scheint hier ein kleines Raptidon-Problem zu haben. Schön und gut, aber wie willst du das anstellen? Wie lange hast du gebraucht, um auf die Idee zu kommen, dass eure Stadt verteidigt werden muss? Not long, but the devil is always in the details. And the salient detail here is a Bolt 52 cartridge. If you can get us what we need to rejoin the board, starting the Bolt 52, we'll be able to become one of the most productive and secure cities in Halcyon. And you'll have a powerful ally on the board. Dieses Bolt klingt praktisch. Was ist das? Why, one of the strongest defenses in Halcyon. An extremely powerful ordnance. Wo kann ich eins finden? In the old arms building southwest of town, which used to be part of Stellar Bay before we had to move our walls in. These days it's overrun Oh with Gott. marauders and raptidons. Dann hol ich mal. Ich schau mal, was ich so finde. So taciturn, so dour. I'll be waiting with bated breath. Oh, and while you're at it, there should be a terminal in the arms building with some dangerous information. Perhaps you could delete it so it doesn't fall into the wrong hands. Bevor ich gehe, mal fragen. Isaac Rose ist tot. Ich habe seine Mörder gefunden. But that's terrible. What happened? Ich habe mich darum gekümmert. Die Mörder sind tot. But that means we won't be able to log their testimonies. If there's one thing I've been hoping to re-establish in Stellar Bay, it's proper documentation for legal matters. Das kann ich verstehen. Manchmal muss man sich selbst die Hände schmutzig machen. Vielleicht hätte ich ihre Aussagen aufnehmen können, wenn sie nicht so damit beschäftigt gewesen wären, mich umbringen zu wollen. Always a shame when tempers get the better of good sense. Still, your intervention in the matter is much appreciated. Please consider this payment for your services. Ich habe Fragen zu MSI. Ich habe Grimm, die Wache vom Landeplatz, getroffen. Wurscht. So the ship talks? Do all ships do that? I can't say for certain, since I only ever been on this one. Ada's something special though, ain't she? Ada. What is it? She? It? I'm a bit fuzzy on the details. Used to be I thought she was a simulated intelligence. You know, a long series of commands telling her how to react to certain inputs. You used to. What do you think now? Well, I worked with a lot of machines, and ain't none of them like her. They can be pretty smart, but mostly they're rule books with a voice box. Ada's different. One of life's mysteries, I suppose. I don't trust it. If it crashes us into a star, I'll be a mite upset. Ja, Entschuldigung, ich konnte Ihnen stundenlang zuhören. Gut, AAS-Lager. Was haben wir jetzt eigentlich im Auftragsbüchlein? Also das ist ein Fraktionsauftrag. Oh Gott, Hilfe. Alter, wir werden ja nie fertig. Frage, wie viel haben wir denn schon verbockt? Eins erst. Na gut, das schauen wir später. Wir werden ja nie fertig. Na gut. Ich bin optimistisch. Im Norden von Stellar Bay, das ist da oben.
Episode, das machen wir für heute noch. Also momentan kenne ich mich nicht mehr aus. Ich muss in der nächsten Episode ein bisschen anders vorgehen. Eins nach dem anderen und von oben nach unten. Wird wahrscheinlich am geschicktesten sein, weil sonst kenne ich mich nicht mehr aus. Ich meine, für das, dass Obsidian nicht so viel Budget gehabt hat für das Spiel, haben sie aber einiges draus gemacht. Ah, da hinten. Hey, ich hab... I don't know what it is, but my gun's been acting funny. Used to be, I had to correct for a bit of leftward drag. Got used to standing just so, and after a while, it put a thorn in my side, something awful. Lately, though, it ain't pulling. I find my stance much improved. Oh, that's real good to hear. It took me a while to... never mind. What? Girl, have you been touching my stuff? I'm sorry, I should have asked. I just got real bored, and I seen you leaning, and the gun was sitting right there. You know, the last time I caught someone messing with my equipment, I threw him in a sulfur pool. But I appreciate the help. You want to make modifications, just come ask me, alright? I ain't gonna bite. So putzig. Okay. Oh Gott. Gekürzelten Augenblick. And we're stalking. Sie sind so putzig. I was stalking. Nein! Oh nein! Au! Ich muss mir da so ein bisschen durchprobieren. Aber wir haben da nicht mehr. Alter, ich brauche Munition. Für mein echt fettes Baby hier. Ah! Spidey! Das ist ein fähiger Begleiter. Saugeil! Ist da irgendwas zum Abholen? Nö. Da gibt's nix. Versperrt. Careful. Only things you'll find in the ruins are liable to shoot you or eat you. Or both. I wonder who used to live here. Do you suppose anyone remembers anymore? Mädels, das kann ich alles nicht beantworten, weiß nicht was.
Alles in Ordnung, ihr zwei Hübschen. Brav. Hey, da ist da ist eine Tür, wo man reingehen kann, über kleinarisch. Werkbank. Cool. Adreno. Braucht man. Ja, da hat wer Geschmack gehabt. Beim Lesen, aber beim Scheißen lesen. Das ist interessant, ja. Was sind's denn da? Yo, here we go, baby. Was ist Nyoka? Die Frau dürfte irgendwelche sentimentalen Störungen haben. Oh Gott, nicht schon wieder so ein Koloss. Und in der guten Waffen ist fast kein Muni mehr drinnen. Da ist nix. Was haben wir denn da? Munition braucht man. Bitmodul 49 braucht man. Gepanzerte Gesichtsmaske. Entschlossenheit +5. Willkommen in der Lagereinheit für Archive. Bitte wählen ein Menü aus. Mitarbeiter-Evaluationen anzeigen. Abruf läuft, leider das letzte abgerufene Expert-Dokument. Okay. Mitarbeiter für Sanja Nandi. Sanja hat die unliebsame Angewohnheit, seine Berichte mit Zahlen und Statistiken zu füllen. Die Verwendung von Slogans, Jingles oder Taglines ist mangelhaft. Präsentationen sind oft trocken und Gelegenheiten für emotionales Investment oder humorvolle Referenzen bleiben ungenutzt. Sanja tendiert außerdem dazu, Arbeit abzuschließen, anstatt sie zu delegieren, was für eine Position in der oberen Führungsebene nicht förderlich ist. Insgesamt weisen Sanjas Arbeitsgewohnheiten auf eine überbordende Detailtreue und einen Mangel an Vision hin. Eine weitere Beförderung wird nicht empfohlen. Verbesserungsbedarf in folgenden Arbeitsbereichen: interpersonelle Kommunikation, Bündigkeit, Delegation, Ideenfindung. Okay. Bryant Graham. Hacking 20. Datei ist zugangsbeschränkt. Autorisierung durch Hacken benutzt. Geil. Mitarbeiterevaluation. Grahams Verständnis für Produktkommunikation und Markenbewusstsein ist beeindruckend. Insbesondere für einen einfachen Redakteur. Er hat ein Talent für einprägsame Slogans und Taglines. Allerdings fällt es schwer, sich kurz zu halten, und er ignoriert Vorgaben für Schriftarten und Formate. Ein Teil seiner Arbeit weist zudem subversive Tendenzen auf. Weitere Beaufsichtigung empfohlen. Was haben wir schon? Eriksen Dora. Dora beweist ein wahres Talent für kurze, aber fesselnde Präsentationen mit einprägsamen Slogans.
Ihre Delegationsfähigkeiten sind ebenfalls ausgezeichnet. Sie kann zu jedem beliebigen Thema ein langes Meeting planen und es mit reichlich Arbeitsaufträgen für alle Mitarbeiter beenden. Zur Beförderung empfohlen. Alle löschen. Spaßkanone, Jagdausrüstung, Ungeziefer.